Ein herzliches Willkommen zurück hier zum Weiler des Weisen bei Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia. In der letzten Folge haben wir im Wald hinter uns, ja, wir haben Silberlanze gefunden, ein Silberschwert und ganz ehrlich, ich muss noch mal rein, denn es gibt noch einen Silberbogen und ganz ehrlich, wenn ich schon mal hier bin, wo ich auch noch ein paar Items zu Almen so rüberschicken kann, ist das natürlich enorm wichtig. So, Noma, Chase kann man nicht mit, genau, das war so irgendwie abgemacht und so verlassen. Nee, Aufbruch, ich muss nochmal mich irgendwie durchwursteln. Uns fehlt eine Truhe. Ja, super. Die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen. War da kann ja was werden. Na, hoffentlich, wenn ich nachher den Weg noch zurück war. Vor allem wäre es mal wichtig zu wissen, wie kam ich überhaupt, einmal ganz kurz Animation aus. Dass ein bisschen schneller geht, falls ich da kämpfen muss, darf, weil ein bisschen was will ich vor allem mit Konrad machen. Ja, komme ich überhaupt hier wieder irgendwie raus und hin und her, hast du nicht gesehen? Oder bin ich jetzt hier, wo ich gehe im Prinzip den Weg wieder zurück? Ja, mehr oder weniger. Gehen wir mal nach Westen, ne? Im Westen lebt es sich am besten, wissen wir alle. Nicht? Auf alle Fälle sieht es ein bisschen anders aus. Jo. Was jetzt zunächst nichts Schlechtes heißen muss. Okay. Ah, was ist denn das für einer? Er ist ein neuer, cool. Also neu. Was? Ah, das sind solche Arkaner. Ja, toll. Ah doch, Konrad, du hast ja eigentlich eine hohe Resistenz, in Anführungszeichen. Die machen gar nichts gegen dich. Ja, wegen den Waffen war auch so eine Frage, wa? Also sprich, ob es irgendwie klug wäre, wenn ich da halt auch Sakralans und so allem rüber schicke, weil... Ja, Fakt ist natürlich schon, ich habe hier ein bisschen, naja, wie soll ich sagen? Genau, Sebo, mach das mal. Ich sag's mal so, generell gegen die ganzen Schrecken und so weiter, gegen die bösen Mächten habe ich halt hier auf Celikas Route einen immensen Vorteil, weil fast jeder Charakter hat irgendwie einen positiven Effekt. Saber, gut, eine hohe Resistenz, okay. Dank seiner Fähigkeiten, Dunkelkrieger und so sowieso. Dann, ja... Catria, also ganzen Falkenritter, Pegasus-Ritter, Entschuldigung. Ne, doch, Falkenritter. Und tun mit ihrer Ächtung einen Vorteil. Ich kann bei ihr noch Ächtung einsetzen, oder? Und quasi einen Feind vernichten. Und dann Mei, Celica und Seraphim drauf. Und hast du gesehen, jetzt eher noch mit der Sakrallanze. Das ist fast ein bisschen, wie ich finde, fast ein bisschen übertrieben. Nur fast natürlich, aber trotzdem. Sollte man sich vielleicht doch fragen, ob es klug wäre, wenn ich die eine oder andere Waffe, vor allem halt den Sakrallanze von Konrad, wenn ich die rüber tauschen würde. Wäre mal so eine Idee von mir gewesen. Toll. Kein Crit. Celica, du kriegst es nicht. So, ja, das machst du schon. Ein bisschen donnern. Alter. Ja, so sieht ein Crit aus. Hier wäre auch so die Frage, war wegen Ringen und so, weil sie hat so einen immens hohen Angriff und eine akzeptable Geschwindigkeit. Fähigkeitsresistenz ist... geht noch. Aber generell alles andere ist schon... Ja, könnte besser sein, könnte echt besser sein. Und da muss man sich halt ein bisschen überlegen, was noch alles macht. So, schick's mal in den Wald. Ja, I'm ready to rock! Oh yeah! Bugativ! Let's rock! Oder so, weiß doch auch nicht. Okay. Du bist tot. Wortwörtlich. Aua. Das tat ziemlich weh. Scheiß Trefferquote. Duong. Warum klappt das überhaupt? Also mal so Attacke testen. Nee, klappt natürlich nicht.
Was soll's riskieren? Vielleicht macht es einen Crit noch. Sie brauchen wohl noch ein paar Erfahrungspunkte und da kommt der Crit. Danke, Est. Die Est lebt im West. So, komm, ich kann zweimal treffen. No. Conrad. Please. So sollte das eigentlich. Weiße Magie. Oh, man kann sagen. Auf die Entfernung wäre jetzt ein bisschen. Ja, mega gewesen. So, mal noch ein bisschen näher, nicht wahr? Auch die gute Sonja. Wir müssen uns wenig zu tun haben in letzter Zeit. Das wird natürlich besser. Hoffe ich. So, Conrad, willst du die Erfahrungspunkte haben? Das war ein deutliches Ja. Ja, aber gerne Conrad in den nächsten Parts ein bisschen fokussieren, nächsten Missionen. Da er sich ja schon bald entwickeln würde. Zumindest rein theoretisch. So, war ich jetzt überall? Da war ich schon. Gut. Ich wollte eigentlich nach hier hin. Mir fehlt dieser verdammte Silberbogen, aber durch diese Einheit, die ich noch nie gesehen habe, diesem Feind. Oder diesen Typus vom Feind, bin ich, glaube ich, ziemlich gut unterwegs. Das ist zumindest so meine Hoffnung. Und die stirbt zuletzt. Das ist zumindest eine neue Quelle. Verteidigungswasser sprudelt hervor. Ja. Ich überlege halt gerade. Ich überlege. Mir jetzt langsam echt mal dringend nötig. Vor allem, wenn ich sie ein bisschen mehr in die Offensive schicken möchte. Conrad. Gut. Also, hier bin ich irgendwie auch richtig unterwegs, so wie es aussieht. Huch. Das war jetzt aber nicht geplant. Aber ganz kurz hier mit Seligas Bruder quatschen. You want to hear about the night the villa was burned? My mother's handmaiden snuck me out through an underground passage. When I asked about you, they told me you died. I remember running through the night, half blind from crying. We didn't stop till we crossed into Rigel, where I settled in the hamlet. After that, it was long days of sword practice and studying under Halcyon. Not to mention doing all his cleaning and cooking and laundry. I didn't mind. He was hiding me, and it's not like there were servants around. So if you ever get hungry, just say the word and I'll whip up something tasty. Wohlgemerkt, er ist eigentlich ein Prinz, Wobei ich mich auch frage, er hat gerade gesagt, seine Mutter. Also ich frage mich halt, ob er und Celica vielleicht nur Halbgeschwister sind. Also nur. Das klingt immer so, nur. Ne, ob sie halt Halbgeschwister sind. Ob sie die gleiche Mutter, Vater haben oder das irgendwie aufgeteilt ist. So. Wo ist dieser verdammte Silberbogen? Finde ich ihn überhaupt noch? Das ist natürlich eine ganz andere Frage. Gehe ich nicht schon wieder da durch, wo ich schon mal war? Doch. Kacke. Statue? Nee, dann geht. Ja, auch schon. Geh mal nach oben. Komm. Mist, hier war ich schon. Es mag zwar grundsätzlich ein Irrwald sein, aber man kann sie auch übertreiben, nicht wahr? Naja, sie hatte ich gleich auch. Wow! Da bin ich wirklich gleich. Ui, das war knapp. Hier wäre ich auch schon, verdammt. Aber wenn hier 2 Truhen sind, muss ja auch die letzte sein. Komm, also. Niemand! Ich meine, so rein theoretisch, wenn es 2 Truhen, wenn wir 2 Truhen bereits gefunden haben, dürfte die dritte doch nicht mehr allzu weit weg sein.
Aber das kann sich täuschen. Ja, warte mal. War ich jetzt schon mal? Natürlich war ich hier schon mal. Ich finde immer wieder einen Ausgang. Das ist zwar einerseits beruhigend, andererseits noch ein bisschen frustrierend. Einen Ausgang finde ich, aber eine Truhe? Nö. Gucken, was sonst noch irgendwo hin könnte. Ah, da ist sie. Wir haben sie gefunden. Der Silberbogen. Perfekt. Und ich glaube, Tobin hätte große Freude daran, wa? Große, große Freude auf allen Seiten. Ja, ich würde gerne natürlich nach allem Truppe ein bisschen begutachten und so. Gucken, wie ich darüber komme, aber irgendwie... Warte mal, wir gehen erstmal ins Dorf und gucken da, wa? Das ist irgendwie vernünftiger. Also, wenn ich irgendwie Probleme hätte, zu wissen, wie ich hier aus dem Dorf wieder rauskomme. So. Bin ich jetzt wirklich im Dorf oder bin ich am Tempel? Ne, im Dorf. Gott sei Dank. So, This place is called the Sage's Hamlet. The great sage Halcyon's magic shields us from evil. If you wish to speak with him, you'll find him at his home. jo, das klingt schon mal beruhigend. Wie gesagt, mal ganz kurz gucken. Kontra. Bei ihm ist ja echt die Frage, die ich mir gestellt habe. Sakrallanze oder sage ich, nee, ich will Damage machen. Und gebe ihm die Silberlanze. Klar, der Speed droppt ein bisschen. Wenn die Silberlanze noch ein bisschen upgraden kann, vielleicht geht dann das Speed Drop ein bisschen weg. Und ich hätte mit Conrad mit 23 Power, 18 Fähigkeiten und trotzdem noch 18 Speed, wie gesagt, wenn ich das den Drop wieder entfernen könnte, hätte ich echt eine krasse Offensiveinheit. Ähnlich wie Saber. Weil dann noch einen relativ hohen Bewegungsradius und Valba halt als Schild und so und die hier fliegend und heilend, Magie, Blocken, Celica ein bisschen Allrounder. Passt eigentlich, war aber, ja, müsst halt gucken. So, erstmal speichern, damit der Silberbogen dann wirklich gesaved ist und dann gucken wir doch mal, also in die Bibliothek gehen wir. Mal schauen, was ist erstmal natürlich alles stehlen. Sind bekannt dafür. Honigkeks, sehr schön. Grimoire-Ring. Oh, mal ganz kurz. Hatte ich nicht irgendwo sogar im Inventar noch etwas? Mal ganz kurz. Die Drachenschuppen. Hä? Die könnte ich eigentlich auch verwenden. Ah, geht offenbar nicht. Okay, gut zu wissen. So, der Kräfte zu heilen vermag. Ja, toll. Grimoire, was macht der? Der Zauberkräfte verstärkt. Aber mal gucken, was er machen würde. Alter, da mal sackstark die Magie um 5. Ja, sie hat natürlich jetzt einen Magiering. Ganz ehrlich, sie hat eigentlich schon genug Power. Weswegen ich jetzt gesagt hätte, Magie, Grimoire-Ring, klar, wäre für sie natürlich auch ein Vorteil, aber ich glaube, der Magie-Ring, Zauberbüchern auch, Ende kann sich Erholung einsetzen, wäre halt die Frage, wa? Ich meine, den Magie-Ring könnte ich auch gut ihr geben. Da vielleicht irgendein Resist... Nee, komm, nee. Mehr ist wirklich die, die angreifen muss. Noch soll. Das sind auch die Reichweite, die sind natürlich von weitem schon mit Donner und so und Nosferatu, ne Quatsch, Nosferatu, mit Seraphim, Aura und so angreifen kann und sogar Erholung noch aus weiter Ferne spawnen kann. Also, warum nicht, wa? Wir warten mal noch ein bisschen. Ganz kurz quatschen. Wer lebt hier denn? Do you all really mean to fight Jeddah? I urge you to reconsider. He's a terrifying man. If you must fight him, there's only one way. 4, 8, 12. It hurts. Jeddah's curse. Was war das?
Ja gut, das Fluss, so viel habe ich jetzt auch mitbekommen. Von wegen, ja, Jet hat das mitbekommen, oh, der will verraten, wie man mich besiegen kann. Nö, der muss sterben. Aber was für, also mit 4, 8, 12. 4, 8, 12. Ja, das sind schöne Zahlen. Alle gerade. Alle durch 4 teilbar. Conrad's mother was of Regalian noble birth. She was forced to wed the king of Zofia in order to procure food for Regal. Can you imagine such a fate? My blood boils to even think of it. Willfährig. Das finde ich jetzt ein sehr schönes Wort. Ich glaube, so noch nie gehört. Wirklich noch nie. So, quatschen. Erstmal gucken. Trinkwasser, nehme ich gerne. Dankeschön. Aber ein Schwert will ich auch. Geht aber nicht. Das Schwert, das geht irgendwie nicht. So. Ja, ich habe ja nicht so viel, wa? Verdammt Axt. Ich könnte eine Goldmünze investieren, damit es stärker wird. Das Kriegerschwert, die will ich eigentlich nichts mehr machen, aber könnte. Kann ich vielleicht sogar. Ja, kannst du verkaufen, wa? Ich meine, ganz ehrlich, das Eisenschwert will vermutlich keiner mehr tragen von uns. Ich kann es mir nicht vorstellen, am besten will nicht genauso wie das Schattenschwert. Platin 25 ein, sehr gut. Eisenlanz ist genauso doof mittlerweile. Langspeer. Ich behalte es mir noch, ich habe es ja schon einen, aber vielleicht auch mal noch einen zweiten. Stahlbogen. Gut, man kann es noch behalten. Dieser Schild wird ziemlich sicher keiner mehr wollen. So eine Schale kann ich auch nicht gebrauchen. Ja, also, sorry. Weg damit. So, jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus. Kriegerschwert. Kann ich jetzt sogar um 2-mal upgraden. Moment, ich muss ganz kurz alles durchgucken, was wir noch alles haben. Die kann ich jeweils um 40 noch um eine Stufe erweitern. Die Silberlanze. Hier wird die Trefferquote und die Stärke erhöhen, aber das Gewicht bleibt. Okay, das kann man aber trotzdem mal machen. Vor allem natürlich mehr Trefferquote. Ich denke dafür ziemlich gut. Der Langspeer. Alter. Noch bessere Trefferquote. Aber 100. Alter, echt 100 Silbermünzen dafür haben. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Die gehen gleich zu allem, also kann er dann nachher die upgraden. Das heißt, Stahllanzen. Noch um 40 erhöhen. Da ist noch 45 übrig. Das wird für ihn nicht mehr reichen. Aber er braucht garantiert ein besseres Kriegerschwert. Da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Das Sakralschwert. Ja, komm, nochmal ein Stärke Plus drauf. Bin ich doch auch gerne zu haben. So, jetzt wie gesagt, Problem. Ich brauche 40. Ich habe zu wenig Gold. Wir können natürlich den doch noch verkaufen. Vielleicht finden wir nochmal einen und sonst ist natürlich auch scheißegal. Ist eh die Frage, wegen dem Langspeer gerade mal so. Auch den ich nachher zu S tauschen soll, sobald es sich entwickelt hat, weil generell würde ich mit ihr auch wegen der Magie und so, weil sie mehr Resistenz hat, verteilen, würde ich mit ihr halt eher gerne aus der Entfernung angreifen als vom Nahen. Deswegen wäre es eine Option, die man sich so überlegen könnte. So, den kriegen wir noch grandios Stärke drauf, sehr schön. Ja, Langspeer ist echt scheiße zum Upgraden, aber gut, mal gucken. Kann sogar noch 2-mal upgraden, wa? Sogar Crit noch drauf. Und dafür Gewicht weniger. Das wäre geil. Sakrallanze. Ja, aber ich glaube, ich mach's echt so. Many thanks. Komm, ich glaube, ich mach's echt so. Ich lasse Conrad mal die Silberlanze. Gut, ich meine, er hat trotzdem 16 Speed, wa? Also er wird trotzdem das meiste doppeln. Was er nicht doppelt, wird vielleicht selber doppeln. Und wenn nicht ins andere Dunkel kriegen, dann kann er sowieso nichts machen. Dann sind beide ein bisschen am Arsch. Mit 16, ja, ist schneller als Celica. Und Celica ist eigentlich schon, er ist schon in die Endstufe ihrer Klasse. Conrad sicher nicht, der kann sich noch einmal entwickeln. Valba ist ja auch schon Baron, also die beiden sind eigentlich schon voll entwickelt. Genauso wie Mail, bei ihr geht auch nichts mehr. Die sind ja auch schon voll, oder vielleicht geht noch was, müssen wir mal gucken. Der Fugueshi, wäre natürlich auch so eine Option, aber ich
Conrad statt eine stärkere Waffe einfach mal irgendwie so ein Schild draufpacken. Könnte man sich auch überlegen, weil so ein Fugue-Schild, also ganz ehrlich. Aber es ist einfach mal so nicht gegeben, aber im Prinzip könnte man ja auch das mit der Magie machen. Den Fugue-Schild weg, dann kriegt Konrad den, dann hätte er 14 Verteidigung, 14 Resistenz. Nur ein Speed-Drop, würde 15 Angriff machen, hätte 18 Fähigkeit und 17 Geschwindigkeit, aktuell halt. Also man ist trotzdem geil, wa? Wenn ich so Konrad habe, wo ich mir keine Angst haben muss wegen, ja, ist der Gegner magisch, ist der physisch oder so. Konrad blockt alles, genauso gut. Das wäre schon geil. So, Lichtung mal ganz kurz, weil hier müssen wir den Händler haben, oder? Sogar 3 Stück, krass. This whole area has been tainted. The legacy of Dalton Garcia's wicked experiments. I had always thought Emperor Rudolph a wise man, but only a fool would suffer the abuses of the Duma faithful to grow so bold. If I'm honest, I'm cheering for Zophia's deliverance in all this. Naja, Selika, siehst du, Halcyon was once a priest of the Duma faithful. There he struggled against Jeddah, who sought to rule by force and terror. But in the end, he was driven out. This place has been his hermitage ever since. Ist ja auch gut versteckt. Ah, good day. If you didn't know, I am a traveling merchant. My packs are heavy, but I yet have room to deliver a single item if you wish it. Just give me a name, and I'll see they receive it with all speed. Ja, ich denke mal, es geht dann echt an die 3 Items. War sicher mal ein Silberschwert. Many thanks. Why, yes, I am a traveling merchant. If you need... Wir kennen es ja. Dann sicher an den Silberbogen. Till next... Hello there. If there's... I'll see... Jetzt ist die Frage, schicke ich echt die Sakrallanze rüber, in der Hoffnung, dass ihn da jemand drüben gut verwenden kann. Weil eben Alms Truppe, klar, er braucht natürlich auch weniger gegen die ganzen Schreckenmonster und so, aber vielleicht ist es doch mal ganz sinnvoll, vor allem jetzt, wo ich da mit allem dann noch einige harte Kämpfe vor mir habe. Wenn ich da eine Waffe habe, die ein bisschen magischen Schaden macht, vor allem halt eben gegen so Teufel und so. Aber wem geben? Ich meine, Claire wäre idiotisch, dass sie bereits Falkenritterin ist. Ach, können es vielleicht Clive geben oder seine Frau? Wäre auch eine Option. Lucas, bei ihm wird auch mehr auf Verteidigung gehen, also doch weniger. Eisenschild rüber tauschen. Ich glaube, ich habe erst einen relativ guten. Aha, Grimoire-Ring wird mir dann noch fehlen. Genau, ich wollte eigentlich noch einen Grimoire-Ring rüber tauschen. Scheiße. Ich habe nur 3 Händler hier. Was mache ich jetzt? Das war gerade versteckt. Verdammt, wenn ich jetzt noch wüsste, was Cliff für ein Item trägt. Das kann irgendwie ein billiges sein, oder? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Gut, ich frage mich natürlich gerade, ob die Händler wieder zurückkommen irgendwann. Das frage ich mich gerade. Magiering bei ihr, ja, da sind die Waffen eigentlich schon ziemlich gut ausgenutzt. Sie will ihre Ränge so behalten. Andererseits eben hier mit dem Fugue-Schild, weil ich jetzt sage, vor allem die ganzen Fähigkeiten, Rochade und Deckung. Die brauche ich so gut wie nie. Und ganz ehrlich, Sonja ist sowieso nie nahe dran, dass ich den Fugue-Schild großartig gebrauchen könnte. Also vielleicht doch bei ihr mit dem Grimoire-Ring arbeiten. Aber jetzt aktuell noch, weil sie damit ja eben Magie plus 5 hat. Sie greift sowieso nur schwarzmagisch an, sie hat momentan gar nichts anderes. Und damit, ja, Feuer, Donner, Excalibur will bereits mal 20 Damage machen. Das noch vor ihrer Entwicklung, das ist schon ziemlich geil. Dann hätte ich halt noch ein Schild übrig, aber dass ich ein Rion-Schild ihm gegeben habe, schon sinnvoll. Aber ein Fugue-Schild könnte ich sonst. Tausch den Fugue-Schild rüber. Oh Leute, ich bin so unentschlossen. Ich bin so unentschlossen. Prüfen wir mal noch, wa?
Sollte sowieso ein bisschen beeilen, da sonst der Part bald ausgeht. Also ausgeht, abläuft, abläuft. Viel zu lange dauert, so. Und ich will auch nicht unnötig auf die Lauer fahren. Der Eisenschild erhöht hier immerhin 4 Verteidigung. Der Fugue-Schild hat noch ein bisschen Resistenz. Habe ich denn drüben jemanden, der das brauchen könnte? Da habe ich irgendwie noch Truppen, die irgendwie nur Mana-Kraut haben. Sakrallanze. Ah, scheiß drauf. Bin echt unsicher, den Fugue-Schild weiß, dass er eigentlich jeder brauchen kann. Beim, ja, Lanze kann halt nur diejenigen brauchen, die auch eine Lanze tragen, insofern. So. Ist noch interessant, war, zurückkomme ich in Irrwald, aber weiter komme ich nicht. Und wenn ich eigentlich in der nächsten Folge mit allem wieder weitermachen will, muss ich jetzt in der Folge mal gucken, was es hier noch zu tun gibt. Vermutlich nicht allzu viel, außer hier Ambrosia, ein Licht. Nehmen wir auch gerne mit. Aha. Eine Soma. Dankeschön. Ja, wir nehmen natürlich alles mit. Wir klauen auch alles, gar kein Problem. Eine Erinnerung. Dürfen wir doch Konrad sein. Schaukelstuhl. Ja, ihm klauen natürlich auch eine Option. So. Sage Halcyon, sir? I'm... Ah, Celica, child of fate. I'm glad you've come. Child of fate. You're not the first to call me that. But I have no idea where my fate lies. Please, Halcyon, grant me guidance. Tell me what fate holds for me. I'm so lost. I don't know what to do. I know you have suffered much along the path here, Celica. But I fear I ken no more of anyone's fate than you do. What I do ken, however, is this. 2 things exist to guide you. One is the brand you bear. The other is your soul's pair with the self-same mark. The self-same... Do you mean Ohm? Indeed. Why were you born with the brand? And why are there 2 of you? These are the questions you must consider. And always remember that you are not alone. Right. Thank you, Sage Halcyon. Of course, child. But while I cannot read the future, my magic may yet assist you. If there is anything you wish for, tell me. I wish nothing for myself, but I am worried for Ohm. Please, if such a thing is possible, use your powers to help him. The other child of fate? Yours is a generous heart. Very well. What just happened? I sent my powers onto Alm. With them, he will be able to draw on new strength beyond himself. He need only will for it. Oh, thank you, Halcyon. Dann können Sie in die Klasse Held wechseln. Achso, jetzt klappt's. Celica, do you wish to see Alm? What? Well, of course I do, but I doubt Alm is eager to see me. I said terrible things to him when we last parted. The fire of youth at work. All the more reason to meet and speak again, no? I can send you to him if you desire it. Not your physical form, but a projection of your mind. Enough to speak, at least. Is that really possible? It is. Close your eyes, child. I heard my name. It's me. It's Celica. Celica? How are you here? Actually, where are you? Come out already! I can't believe I actually have this chance. Celica! Is this... just an illusion? Is this... just an illusion? Celica! Is this... just an illusion? 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 Is this... just an illusion
Is it really you? Yes, it's me. Sage Halcyon's magic is allowing me to speak with you. Oh, I've missed you so much. I'm happy to see you too. Listen, What's wrong? Celica? Did something happen? Are things not going as well as you'd hoped? Ugh, I wish you were here in person. I don't know what to... Please don't cry. You're not angry? I said such terrible things to you back at the castle. Huh? Wait, that's been bothering you? I mean, sure, I was sad you didn't seem to see my side of things. But I'd never get mad at you. Why not? Why not? You sure do like putting me on the spot. Didn't we have a similar conversation years ago? I suppose we did. You were always so nice to me while I'm always thinking only of myself. I'm sorry, Celica, what's wrong? I finally remembered why I left the island in the first place. I'm going to see Duma. What? No! Celica, the Duma faithful are... It's too dangerous. There's no telling what they'll do to you. Even so, I have to go. Milla wasn't in her temple, Huh? What does that mean? Emperor Rudolph attacked. She's being held captive in Duma Tower. That must be the reason why Sophia's land has gone barren. No. The Emperor? And that's why I must go. I have to free Milla. I'm the only one who can. Wait, Celica. I finally figured it out, but... You're the Princess of Zofia, aren't you? Princess Antise. I am. I guess my secret's out. Now I'm cringing at what I said to you before. Talk about thoughtless. Forgive me, Celica. But don't worry. I promise I'll get your kingdom back. So please, promise me in turn that you won't... It's kind of you, But I have to. Just winning this war isn't enough. What? I don't understand. It'll be clear to you soon. I'll do everything I can here. Please, just be safe. Celica? Wait! Celica! Celica! Wir können Weiler verlassen! Wie geil ist das denn? Nochmal quatschen. Duma Tower is just ahead. Be well prepared before you go. Okay. Ach ja, so eine so schöne Szene. Die Kinder des Schicksals vereint, Freunde. Was könnte Schöneres gehen hier bei Fire Emblem Shadows of Valencia? Natürlich Echoes. So. Ja, ich speichere mal. Wir sind immer noch im 4. Akt, wie schon Holkion oder Holkion. No, scheiße. Schon gesagt hat. Oh, sie ist plötzlich hier oben. Super. Wie sie schon gesagt hat, sie ist gleich da. Also für sie gibt es nicht mehr viel zu tun. Wie ich dann auch meine Truppen trainieren soll, ist eine gute Frage. Ach du Scheiße. Vor allem, wenn ich. Da hat er mir gerade, können vielleicht nochmal runtergehen und ein paar Gegner spawnen, da ist so offscreen-mäßig. Noch ein paar zu trainieren und so, aber ja, wenn ich hier wieder zurück muss, wieder durch den Wald und so, das kotzt mich ein bisschen an. Naja, Freunde, nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Part, wenn wir mit allem gen Osten ziehen. Ich meine, eigentlich ist es jetzt unnötig. Da, doch, war doch irgendwie so, dass. Doch Alm dachte doch, als wir zuletzt mit ihm gespielt haben, dachte doch noch, als wir zuletzt auf seiner Route waren. War doch irgendwie so eine Vision, eine Vision von dieser Nui Baba, von der Alm ja dachte, dass Selge gefangen gehalten wird. Jetzt eigentlich dürfte das nicht mehr denken. Oh, hier ist Cheddar. Weniger macht als Yamil und Cheddar. Ah ja. Ja, eigentlich dürfte er nicht mehr darauf reinfallen, aber wir wollen es trotzdem wagen. Das heißt, für uns, nächster Part dann. Oder nächsten paar Parts, wenn wir mit allem durchwaschen. Und zwar wird mit ihm, glaube ich, hier ziemlich alles machen bis
Ich glaube hier hoch und dann wieder mit Celica. Wenn ich bis hier hinkomme, dann geht es hier zum Turm des Duma und dann werde ich halt mit allem nachziehen. Ja, zum Finale von Akt 4 und dann können wir gespannt sein. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao zusammen!